Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Jetzt gehen wir mal hier, wo der Weg uns zufälligerweise jetzt weitergeführt hat. Das führt uns natürlich über sowas Lustiges. Alle hopp. Und einmal der Affenschwung bitte. Jawohl. Und da wird es jetzt schnell gehen müssen, oder? Ah ne. Ja, das wird uns zermalmen. Na gut, ist akzeptiert. Der Taurus, du ist was zum Klettern, sehe ich doch, oder? Aha. Ja, jetzt halten wir das Ding ins A, das ist gut. Gucke, wie lang das hält. Bevor es uns zerschmettert. Ja, ich dachte mir schon sowas. Jo. Okay, sehr gut. Das hat ja noch irgendwie geklappt, weil ich habe so gehört und habe schon gedacht, dass irgendwas da nicht stimmen kann. Da geht's. Moment. Bevor ich da rumwaschel, will ich erstmal rausgucken. Ui. Rot mal, was ich als Thumbnail nehme. Manometer. Ey, wie geilomat. Moment. Da muss ich wohl doch hier noch was erledigen. Ja, die Uhrzeit kann ich so bestimmen. Warte mal, gerade mal gucken. Gerade mal Lucky machen. Das heißt, ich muss von dort aus dort hier. Ja, es wäre 8:45, wäre nicht schlecht. Denke ich. Dann kann ich die Brücke durchschlagen. Aber ein bisschen runter mit dem Ding. Springäffel. Ja. Perfekt. Perfekt, habe ich gesagt. So, probieren wir das jetzt mal. Okay. Da gehen wir hoch, da gehen wir hoch. Durch. Und dann hier entlang. Oh. Hui. Ich hoffe, das hat dann irgendein armes Schwein erwischt. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Also hier mussten wir auf jeden Fall lang. Ja, da runter geht, glaube ich, nicht. Da haben wir, glaube ich, was. Ja, da haben wir Furche, wo wir rein können. Alter Falter. Wow, die Playstation will unbedingt was aktualisieren, sehe ich. Wow, scheiße. Aber das machen wir noch Uncharted, noch der Aufnahme. Und na, aller hopp. Und wie der hoppla. Und wie der auch immer sein Seil wieder einfangen kann. Unglaublich, der Typ. Wahnsinnstyp hier. Aller hopp, aller hopp. Do entlang kommen wir anscheinend nicht. Nee. Ja, vorsichtig. Wie geht's dann hier weiter? Wie geht's dann da weiter? Ich glaube, da können wir an nichts anderem hochkraxeln. Dann müssen wir wohl tatsächlich an den Teile. Okay, so geht's. War jetzt aber schnell. Mhm. Du wärmer. Ja, ich hoffe es auch. Ich habe irgendwie die dumme Befürchtung, dass der vom Kartell jetzt demnächst geschnappt wird. Nur so ganz blöd die leise Vermutung meinerseits. Hoffen wir, dass es nicht völlig stimmt. Da können wir an unter Affe-Move machen. Mal gucken, ob es was bringt. Nur bis ganz hoch, ne? Na gut. Und tanzt den Cha-Cha-Cha. Ich will runter. Alles klar, hat geklappt. Erstmal gucken, ob wir hier drin noch irgendwas reisen können. Oh, alter Falter. Wasseraussicht. Hammergeil. Also da hat Naughty Dog wirklich mal wieder absolut geile Arbeit geleistet. Okay, Sully, geschafft. Leider nichts verstanden von dem, was er mal sagen wollte. Das wird richtig laut. Oh ja, das wird richtig laut. Ih. Ups. Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Scheiße. Muss ich mich jetzt rausschmeißen? Selbst, Leute. Okay, bevor ich das aber selbst läut, will ich tatsächlich nochmal hochgucken, nicht, dass ich da irgendwas verschnief.
Ja, das ist halt auch nicht das neueste Inventar. Du musst mal leider mit sowas rechnen, dass das nicht gerade so unbedingt hält. Da geht auch noch. Abwarte. Jupsala. Wow, Alter. Der Resto drin ist ach so bombastisch. Wow. Geil. Nate, dann gehen wir hier. Komm mal her. Ach ja? Komm mal du her. Genau sowas habe ich mir nämlich gedacht. Ui. Ein Dolch mit Elfenbeingriff. Schick. Mit einem kleinen Widder. Oder mit einem Schaf hinten noch abgebildet. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich habe mir aber schon gedacht, dass du aber irgendeinen Schatz noch auf mich wart. Ja, leider nur einer. Na gut. Aber es lohnt sich wie immer mit dem Rumgekletter. Das war irgendwie prädestiniert dafür. Nur war ich mir jetzt nicht sicher, müssen wir ganz noch over, weil wir dann dort die Glockleute müssen, oder kommt es dann erst, wenn wir da ohne keinen Erfolg hätten, das Ding zu läuten. Das hätte ja auch noch sein können. Ich habe jedes Mal die Befürchtung, der Kerl stürzt sich in den Tod hier. Und hier kann uns nicht mal das Sully mehr beweinen. Hier kommt dann nicht mal das obligatorische Nate, nein. Sehr gut. Das hat auch besser geklappt, als ich gedacht habe. Allerhaupt dann machen wir mal obligatorisch hier ein Zombie hing am Glockenseil. Spring! So. Okay, vor und zurück. Boah, Alter, und das ohne Oropax. Herzlichen Glühstrumpf. Boah. Scheiße. Der Kerl, Alter. Was der Kerl wieder schafft. Nicht nur ein Fingerei geklemmt. Boah. So ein bisschen Sprühwurst ist gerade in die Hose gegangen. So, ich muss hoch. Ja, das ist mir klar, aber... Boah, fuck. Yikes. Boah, ja, warum so runtergehe, wenn es auch einfach ging? Ey, lecco mio. Boah. Verdammt nochmal. Hey, Sully. Oh, scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? Ja. So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Auch. Steht nur Sache. Mal sehen, was Avery für uns bereithält. Ah, da ist ein Schatz mit runtergestürzt. Und zwar ein Globus-Handwärmer aus Messing. Ja, warum auch nicht? Das brauche ich auch immer. Ja, es lohnt sich immer so Trümmer zu durchstöbern nochmal. Klar. War ja irgendwie logisch. Die Glock hätte auch den Mechanismus hier betreiben sollen. Und hätte es hier aufmachen sollen. Aber so geht's natürlich auch. Ich steht Sache, die Episode heißt hier eindeutig For Whom the Bell Tolls. Wow, Mann. Dann können wir hier jetzt wohl durch. Okay. Ja, dann Oxmolde Löb weg. Du Wassermann. Sonst gibt's einen Skorpionsstich. Yeah. So. Na, Allah. Hey, schau. Die Münze. Nehmen wir doch mit. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Die wird bestimmt nochmal nützlich sein, die Münze. Von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Gut. Komm. Also Sam ist auch auf dem Weg hierher. Das ist schon mal gut. Er hat nichts bei sich gefunden. Natürlich, da wo der Nate ist ach die Action, das ist klar. Ich meine, die wissen ja alle, dass er hier der Hauptheld vom Spiel ist. Ah, da ist wieder sein Emblem. Und klar, ich meine, es stinkt normal die Höhle mit abgestützter raue Wand, abgeschliffene Wand. Das wäre jo zu primitiv hier für seine Lordschaft Henry Avery. Nee, es muss hier Stuckateurarbeit sein mit Messingintarsie. Ja, so ist das klar. Und Schnitzarbeit hier noch mit Gorgone drauf als Schutzsymbol. Mit Medusa-Kopf. Alter, was ein dekadenter Typ. Seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas too.
Echte Komplizen. Ja, wobei der Thomas Tew, ich weiß nicht, wer von denen beide wer sein soll, aber der du links sieht ein bisschen aus wie der Edward Teach, oder Tatch, wie der Blackbeard. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier müsste man doch bestimmt in so einer Piratenkammer einen Schatz abgreifen können, oder? Also wenn man hier nicht mindestens einen Schatz auch mitholen kann, dann ist das kein echtes Piratenversteck. Geh weg. Das ist nichts. Wen haben wir dann da? Irgendein Skelett. Gevatter tot vielleicht? Würde auf jeden Fall ganz gut zur Piraten-Thematik passen. Hier haben wir einen sehr mächtige, imposante Mann, Pirat mit Vollbart. Und da ist einer, der doch ja eher etwas bescheidener aussieht. Ich glaube eher, dass das hier der Tew darstellen soll und der hier der Avery. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kenne die nur vom Namen her. Ich weiß nicht, wie die ausgesehen, die Leute. Und ob die sich hier an historische Vorbilder gehalten haben. Von Zeichnungen. Gründer. Was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Tew. Die sind aber etwas anders. Wir haben diese Sternmuster. Okay. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Naja, irgendwo müssen wir ja mal... Moment. Probieren wir es mal so. Ja. Oh, Das sind diverse Jolly Rogers. Ah, Blackbeard ist, glaube ich, auch dabei. Sollen wir nachsehen? ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Hm. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. Ach, Adam Baldridge, okay. Okay, ich habe gedacht, das links da, das sah nämlich aus wie ein Blackbeard Science, Edward Baldridge. Blackbeard hat meiner Meinung nach auch so einen Teufel mit Harpune und Herz gehabt oder mit Zeituhr noch von dem, noch dem Motto, deine Zeit ist abgelaufen. Okay, jetzt probieren wir das nochmal. Wo sind denn hier die Sterne bei den Jungs? Sehe ich jetzt nicht. Warte mal. Nee. Vielleicht lassen wir das auch einfach so. Und gucken wir mal hier. Nee. Nee. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Wir Genau. hoffen auch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Mhm. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Adam Baldridge, der so ein Mann. Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Nicht schlecht. Nada. Nee. Okay. Adam Baldridge ist mit seinem Schnauzer. Christopher Condent, ja, das sieht doch schon eher wie ein Pirat aus, oder? Ja, Condent nannte man Einhandbill. Die anderen Einhand. wurden angefertigt. Und hier? Ah, da ist doch was, oder? Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Tew im anderen Raum. 2. Du hast recht. Da 2 Sterne. Da muss ich mal bei ihm reingucken. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit eh nur auf seinen Schnauzer geguckt. Okay, ja, der macht dann sowas immer. Na gut. Da ist es. Ich sehe Hier es. ist noch so ein Sternmuster. 3. Aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Jetzt Bonnie. Rotschopf. Alter, was ein perverses Geräusch. Die war Rotschopf. Alter, Sully, pass auf, dass da der Hose nicht nass wird. Das sehe ich hier schon. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Tew. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Mhm. Okay, dann drehen wir das mal so. Moment. Gucken wir jetzt erstmal rechts rum. Ja, so muss das sein. Dann bei ihm. Gucken wir doch mal, wie wir das hier kriegen. So rum. Nee, dann ist Anna falsch. Condent. Der braucht seit 2. Aber hier stimmt irgendwas nicht. 3.
Und Bonnie. Bonnie könnte nicht stimmen. Oder? Doch schon, Bonnie stimmt mit beide überein. Hat rechts die von Condent. Und jetzt fehlt nur noch Baldridge, der richtig eingefügt wird. Moment. Wenn wir uns den Kerl da nehmen. Muss der dort hier, ja? Okay, ich weiß Bescheid. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Baldridge muss zu Condent. Ne? Und Condent muss dort hier und muss dann noch gedreht werden. So machen wir das, ja? So. Dann muss Bonnie gedreht werden. Und er hier könnte so, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Oh Mann, oh Mann. Das macht mich wieder fertig hier, das Rätsel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Endestern, der macht mich fertig gerade. Nochmal die Ausgangsposition. Dann muss der wirklich so. Moment. Zack. Legen wir doch mal A das Dingens. Alter. Wo liegt der erst dann hier? So. Okay. Und der da. Aber dann ist du Endzippel zu viel. Warum ist der Zippel hier zu viel? Ja. Und jetzt hier. Komm schon. Lex A. Lex A. Alter, nimm's auf. Es kotzt mich an, wenn es dann so Dinger hapert, weil da sind sie ja ganz eng beieinander. So, leg's doch A. Oh, Kerl. Kerl, ich mach dich fertig. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade eben hingekriegt habe auf der anderen Seite. Zurücklegen, zurücklegen. Oh, fick dich. Fick dich einfach nicht. Sorry. Nee, das regt mich dann echt auf sowas. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir die hier geregelt kriegen. Also, die gucken noch links, das Pferd guckt noch unten. Das Pferd hat noch unten zu gucken. Das Pferdchen hat noch unten zu gucken und andere Kerle, die Schlangen, wo hat die hier zu gucken? Noch unten. Okay, probieren wir es jetzt nochmal, ob das klappt. Und die Schlange guckt noch unten. So. Ja. Passt. Nächstes in der Reihe. Noch eine Tür. Ja. Also, wer waren diese Typen? Das sind, weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten. Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Ah ja, der weiß das bestimmt. Ah, der scheint das Samsung zu haben. Zip. Oder Sony. Natürlich ist ja Sony PlayStation Exclusive. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die sagen mir auch nichts. Okay. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Und dort werden wir weiter das lustige Piratenrätsel machen. Und wenn mich das genauso stresst wie heute, haben wir sehr, sehr viel Spaß. Weil jetzt mal ohne Witz. Da ist es. Das fand ich dann doch arg frustrierend hier. Weil ich gedacht habe, bei dem Baldridge hat der linke Zacke noch was zu bedeuten. Und ich habe echt gedacht, ach du Scheiße, könnte ich eventuell nicht verbinden. Aber da werde ich darauf achten, dass ich da wirklich nicht auf sowas achte, sondern nur auf die 2 oder 3 Stecker. Dann müsste das eigentlich laufen. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.